Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt gut 3:30 aufgestanden und gehen jetzt in eine wunderschöne Stadt. Wichtig ist immer, wenn man noch verlässt, einen letzten Blick zurück, wenn man alles hat, weil dann vergisst man auch nichts. Da wäre nämlich glatt vergessen gegangen. Wir starten jetzt das Auto, gehen etwa auf einen 2-stündigen Weg in welche Stadt, wie ihr da wahrscheinlich im Thumbnail schon gesehen habt oder sonst irgendwo. Auf jeden Fall wird es cool. Bis zum nächsten Stop. Wir hatten eine strenge, frühe Autofahrt. Wir sind in Venedig angekommen und sind erleichtert über das Ankommen. Die Autofahrt hat uns ziemlich auf die Laune geschlagen, aber wir haben es in Venedig wieder geschafft, ein bisschen zu lächeln. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr es seht, wir haben nach das wunderschöne Venedig geschafft. Ganz schöne Aussicht. Es ist leicht windig. Die Autofahrt am Morgen früh war natürlich nicht ohne, aber die Sonne, die wir jetzt hier haben, ist einfach eine Legende. Also von dem her, wir sehen mal, was der Tag für uns bringt. Und gehen ein bisschen Venedig erkunden. Wir bleiben nicht allzu lang. Wir haben uns jetzt gedacht, wir bleiben so ein paar Morgenstunden, wo es noch weniger Touristen hat. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze überhaupt ist mit Corona. Auch Thema Schutzmasken. Müssen wir noch eine anlegen, müssen wir keine anlegen? Ich weiß es nicht. Wir sehen es dann. Also, wir behalten euch auf dem Laufenden. Ihr kennt es doch, jetzt gibt es ein paar geile Aufnahmen und vielleicht noch ein paar ganz analoge Fotos. Ich habe dann meinen analogen Film von meiner Kamera gefüllt. Wir sind durch die Gassen gelaufen, haben Eindrücke gesammelt. Und eigentlich war es schon fast schade, dass man die Maske nicht anlegen musste, weil man kaum ein Lachen der Einwohner gesehen. Die wenigsten haben sich gefreut. Aber wir haben trotzdem einige schöne Orte gesehen. Auch wenn es schnell ziemlich ähnlich und monoton geworden ist. Wir haben festgestellt, dass Venedig gar nicht nur so schön ist, sondern auch wirkliche Schandflecken hat. Und haben aber auch das ein oder andere herzig Coole wieder gesehen. Zum Beispiel auch sehr viele schräge Kirchtürme gesehen, aber wahrscheinlich einfach durch einen Stand im Meer zugute kommt. Dann sind wir an den Stadtrand gehockt und haben diese Aussicht über den Friedhof von Venedig genossen, haben die ganzen Eindrücke verarbeitet, bevor wir uns dann aus dem Ausweg von dem riesen Labyrinth gemacht haben. Es war definitiv nicht einfach und wir waren einfach nur noch froh, als wir durch die elendgleichen Gässli irgendwann rausgeschafft haben aus der Stadt und zu unserem Auto. Wir sind dann vielleicht die Autofahrt vom Morgen auch ein bisschen daran schuld war. Wirklich enttäuscht von Venedig und es hat uns den ganzen Italian Vibe zerstört. Dementsprechend sind wir wirklich froh gewesen, wo wir wieder zurück in der Schweiz angekommen sind. Und dort haben wir gerade aus Spontanität eine kleine Bond-Hommage getragen. In dem Sinne danke vielmals fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heisst, live und scharf. Stay on the bridge.